Willkommen zurück, Freunde, bei Breath of the Wild. Hier wieder mal in einem der 3 Prüfungen von Mipha, also wie es aussieht. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Und begeben uns in die unbekannten Tiefen dieses Schreins. Jo, bevor ich es noch vergesse, es könnte sein, dass man so ab und zu im Hintergrund ein paar Knaller hört. Das liegt daran, dass ich hier diese Aufnahme noch am Silvester mache. Und ja, man weiß, wie das läuft und so weiter und so fort. Manchmal ist es ein bisschen leiser, hört man es nicht. Manchmal ein bisschen lauter, dann hört man es regelrecht. Willkommen, Pilger, mein Name ist Kiuda Funa. Und vor allem der eine, den ich heute gehört habe, der war irgendwie so um die Mittagszeit herum. Ey, der war so verdammt laut. Ich dachte echt, wäre irgendwie Nachbarhaus zusammengestürzt, was in der Art. Voll krass, ey. So, wie es das gehört, für etwas, was mit Mipha zu tun hat. Generell halt mit Wasserbewohnern, sag ich jetzt mal. Ganz kurz gucken. Also noch ein Wasserschrein hier. Ich wollte nur mal kurz schauen, ob es irgendwo noch eine Truhe hier versteckt ist. Weil jetzt sehen wir sie ja sowieso. Gut. Waffentasche ist voll. Brauche ich überhaupt eine Fackel? Weil ich habe ja das Eismodul. Und andererseits, also... Jo, ich meine... Ja, cool war, aber... Eigentlich habe ich jetzt nur das Feuerschwert bei mir und trotzdem schmilzt alles. Das da unten schmilzt, hallo? Wieso schmilzt sogar der? Noch interessant. Gut, aber ganz ehrlich, ich glaube, da geht es so ein bisschen schneller. Wesentlich schneller. So, ich muss wohl an unterschiedlichen Orten. Was macht das hier? Liefert mir die benötigten Blöcke. Zumindest sieht so aus. Okidoki. Hier ist nichts. Ist auch nicht viel. Außer das gleiche Prozedere, interessant. Wobei, theoretisch schmelzt sogar nicht mal so schlecht hier, wa? War schon wieder aufladen, bitteschön. Achso, schön ist nur der andere auch. Scheiße. Vielleicht nur, dass der ein bisschen kleiner wird. So, nehmen wir dafür. Das Feuerschwert ausgerüstet, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, die ich gerade hatte. Ich meine, das Eisgroßschwert, komm. So. Ich weiß nicht so recht, komm. Ist aber interessant, war Feuerschwert genügt, wenn ich es einfach nur am Rücken trage, gar nicht aktiviert, sage ich jetzt mal. Wenn das alles schmilzt, ist aber im Feuerbogen, Feuerpfeil ausgerüstet, aber schmilzt erst, wenn ich ihn einsetze. Vorher nicht. Natürlich auch interessant, dass ich hier das Teil gar nicht einsetzen kann. Was eigentlich ziemlich unlogisch ist, das ist ja Eis. Ne? Man muss jetzt selber schaffen und nicht, spielt im Prinzip gar keine Rolle. Was ist denn der hier? Ja, fangen wir fragen, warum ist der hier?
Kurz warten. Weil da oben ist nichts. Hä? Also Fazit, oben bin ich und so weiter und so fort, aber irgendwie bringt das alles relativ wenig. Ah. Okidoki. Kann hier durchschieben und ich frage mich natürlich gerade. Eigentlich müsste es reichen, von der Größe her. Ich habe mir gerade nur gefragt, was. Wenn der jetzt irgendwie einen Unfall hätte. So einen ganz dummen Unfall. Kann ja mal passieren, wa? Der Neuer runtersegeln würde. Sag mal. Schräg, deswegen doof zum Anfassen. Ah, komm schon, Link. So, komm. Hallo? Hallo? Wo ist denn da? Hallo, Link. So, jetzt. Selber drehen muss. Dreh doch nicht diese Scheiße, Link! So. Ernsthaft, der ist zu klein? Oh, come on. Warte, gerade vielleicht kann er ein bisschen größer machen. Ist ja eigentlich Eis. Eigentlich. Offenbar doch nicht. Gut, mal kurz Theorie testen. Käme dann neuer Block runter. Was? Bei dem klappt's doch. Also, der ist schon so klein, der kann gar nicht mehr kleiner werden. Klar kann er kleiner werden. Schmelze, schmelze, schmelze. Ich will was testen. Na komm, mach schon. Was er nehmen könnte. Jo, ist ein neuer da, okay. Theorie soweit korrekt. Ich würde auch mal sagen, Feuerschwert auf dem Rücken behalten, weil irgendwann kann ich das Teil ja schieben. Da packe ich auf das Feuerschwert weg und gut ist. Boah. Theorie sind natürlich 2 Bräuche, das ist im Prinzip Quatsch, weil mit 2 geht sie gar nicht. Sag mal. Du bist echt stur, wa? Keine Chance. Ah, jetzt. Jetzt kann ich ihn verschieben. Beziehungsweise könnte ich rein theoretisch. Ja gut, es geht irgendwie und irgendwie auch nicht. Nee, 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 nee. Moment mal. Alter. Boah. Kann glauben, dass es echt so mühsam sein soll. Wir hoffen mal, auf dem Wasser wird es ein bisschen einfacher.
Die Frage, kann man überhaupt schon hoch hier? Ja, eigentlich noch nicht, war es immer zu groß. Aber vorhin war er zu klein wiederum. Ich meine, er ist ein bisschen größer als zuvor, aber ob das reicht, damit ich da hochkomme? Die Zweifel ist aber stark. Wie nehmen. Oh, cool. So stark ist Link. Respekt. Ich meine natürlich rein, theoretisch kann ich es mir auch viel einfacher machen. Gut, aber jetzt ein bisschen doof. Cool. So, komm schon, gerade bleiben. Dankeschön. Okay. Ich meine, jetzt theoretisch auch einfach machen können, einfach wieder runtergehen, Etagen, einen anderen Block irgendwie schmelzen, den dann heben. Geht ja auch, vielleicht irgendwie, werfen vielleicht, wäre vielleicht ein bisschen schwierig geworden. Egal, ganz seltsame Prüfung, muss ich zugeben. Wundert, habe ich es aber falsch gemacht. Vielleicht wollten die Entwickler es anders haben. Wer weiß. Mir egal, ich will einfach nur ein Abzeichen von Ruto. Du bist der auserwählte Held, vielleicht dir ein Zeichen von Ruta, dann verleihe es mir, Ein Zeichen von Ruta. Sammle diese 3 Zeichen für eine neue Herausforderung, noch 2, ja, was soll es für eine sein? Herausforderung. Logisch, müssen wir wieder gegen Ganons Wasserfluch antreten. Eine Erinnerung, die halt trotzdem irgendwie real ist, aber nur mit bestimmten Waffen und so weiter und so fort, was das Spiel halt vorsetzt. Und dann gibt es wieder eine Cutscene mit Mipha. Und Zelda, vermute ich. Und dann war es wohl. Lader von Mipha, schön. Da finde ich aber weniger schön. Voll attackiert werde. Voll frech irgendwie, wa? Ich gehe wieder zurück zu diesem Schrein. Denn ich möchte gerne, jetzt muss ich den Rest des Parts in Anspruch nehmen, gerne die 4 Tingle-Inseln erkunden, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Brennbare Dinge. Trockenes Gras ist sehr leicht entzündlich und wenn es erstmal brennt, breitet sich das Feuer schnell aus. Ja, es sind ja so Sachen, wo man bei Open World Games sagt, yo, das ist geil, das muss so sein. Und die natürlich sowieso, ja. Wir haben noch das eiskalte Schwert auf dem Rücken. Ich wollte eigentlich mal das scheiß Wächterachsen loswerden, weil ich gar nicht mehr brauche. Jetzt bin ich wieder. Ja. Nicht so springen. Wenn wäre es lieber, würde sich da hinüber gleiten. Also die Leuchtsteine. Die Lightstones. Interessant, jetzt haben wir Abend, aber kein Regen. Ich überlege sowieso gerade, hat es jemals nachts geregnet hier bei Breath of the Wild? Ich glaube nicht. Oh, nicht mal so weit, war. Ja, ja. Tiere haben auch Angst, so wie es aussieht. Was haben wir hier noch Schönes? Wieder Leuchtsteine. Ein verlassenes Haus. Warum das? Eisenhammer. Natürlich kein Platz im Inventar. Klar. Toll. Der Eber ist weg.
Was war denn das für ein Wurf? So, schon besser. Ist der Einsatz zumindest mal gelohnt. Dann hier noch ein Schleichling. So, wunderbar. Hier noch ein Eisenhammer dazu. Auch wunderbar. Zum Kämpfen zwar nicht, aber egal. Die 4 Tingelinseln. Wo fange ich denn da am besten an? Wo ich denn auf am besten mit der ersten war? Aber die Frage ist das überhaupt die erste? Ja, eindeutig. Okay. Seltsame Richtung. Ah, so, ich dachte zuerst wäre irgendwie ein großer und dachte ich so, hä, ne, also so ein, ja, egal wie die heißen. Und dann plötzlich, nee, kann gar nicht sein, weil der wäre viel größer. Naja, ich sag mal guten Tag, wa? Wie lange willst du noch pennen? Aufwachen! Oh, jetzt ist er wach. Offenbar wollte er ziemlich lange pennen. Schlaghexenlanze, okay. Weiter zurück oder weiter im Geschäft. Die erste Insel heißt Davi. Ist ein echt Tingels Einterbruder. Wirklich Davi? Ist egal, wenn sowieso herausfinden, was es mit diesen Inseln auf sich hat. Ah ja, Ganon war auch schon hier. Nett. Oh ne, hier schon wieder. Ansonsten... Ah, cool. Ein Holz für Axt. Was ich eigentlich auch nicht brauche, wenn wir ehrlich sind. Aber das könnte doch noch interessant sein. Ja, wieder mal ein Krog. Natürlich seid ihr auf der Tingelinsel, ihr könnt es noch anders erwarten. Krogsamen. Und tschüss. So, was ist rein? Nichts Besonderes, wissen wir bereits. Rüstgras. Ah, aber das sieht mir dann doch ein bisschen interessanter aus. Obwohl, Feuerstein. Steinsalz. Das sieht selten aus. Bernstein, so viel. Ja. War zumindest nicht ganz umsonst, ja. Luftströmung müssen bitte ein bisschen höher. Will nicht, super. Die Luftströmung, sie will nicht. Der von mir aus. Wupp, jupp, wupp. Oben sind wir. Und hopp, und hopp. Ich höre, glaube ich, ein paar Vögel. Nee. Naja. Ups, jupp. Sieht noch irgendwie etwas Spezielles. Sieht. Obwohl. Wer weiß. So. Du. Das muss aber selten sein. Oh yes. Das. Okay. Schraube, sehr schön. Servus.
Aua! Ey, er war gemein. Ich wollte nur guten Tag sagen. Was macht der? Mich direkt angreifen. Oh, scheiß Natur. Große Maxi-Rübe. Das lobe ich mir. Ich weiß, aber natürlich seit dem DLC-Beginn nicht mehr gekocht und so weiter, aber wir haben eh noch so viel, ja, Nahrungsmittel und Dingsbums hast nicht gesehen, also warum da auch zu sehr beeilen? Ich frage mich jetzt gerade, das sieht irgendwie auch ein bisschen verdächtig aus. Das ist aber kein Ding, oder? Ne, okay. Ich hatte gerade zuerst, könnte auch ein Ding sein. Ein Dingsbums. Genau. Dingsen. Also ein Golem, versteht ihr? Das meinte ich eigentlich. Hup. Sieht überall relativ interessant aus, aber... Ich meine, was bringt mir das? Und als gar keine Gegner. Warum soll ich die da runtersprengen? Ich dachte, vielleicht was dabei heraus, aber keine Ahnung. Ja gut, Insel Davi, die war irgendwie Schuss ins Klo, Anführungszeichen. Ernsthaft. Naja, komm. Das sind die nicht wert. So, wo habe ich da irgendwie... Elektro-Großschwert. Die kommen, glaube ich, nicht wieder. Ja, bis ganz nach oben. Perfekt, dankeschön. Jo gut, auf zur zweiten Insel. Fast runtergefallen. Ich habe Blicke, Schätze, überall und nirgendwo. Oh, scheint eine schwache Auswahl zu sein. Ja, wobei, nee, geht eigentlich. Na, da vorne ist der scheiß Wächter. Oh, das sieht aber auch interessant aus. Ein Schrein wird sicher nicht sein, man hat es gespürt, aber... Ja, perfekt. Also man sieht schon hier, Tingelinseln sind offenbar etwas, was sich lohnt zu erkunden. Wobei ich mich immer noch frage, warum hat sie hier so einen Propellerwächter? Ich kapiere jetzt nicht ganz, was ist der Sinn davon? Eine Route. Schwertling. Schon besser. Wow. Ja, Moment. Auch nicht schlecht. Ja, also ein Tipp, Freunde, ein Ausflug hierhin lohnt sich definitiv. Hallo Füchschen. Dann nochmal hochgehen. Ja, oder wenn er ganz sinnvoll. Und wenn er ganz kurz, die Zeit ist natürlich wieder mal gegen uns. Wie könnte es anders sein? Dann kann man die Zeit endlich mal ganz kurz erforschen. Oder ja zu Ende erforschen, bevor wir dann in der nächsten Folge wohl damit beginnen, den Propeller-Heini Platz machen. Ich habe zwar antike Pfeile, aber ich kann versuchen es erstmal mit dem Konter. Ja. Ich habe genug Schilde von dem, jetzt müssen wir es einmal versuchen und den Rest werden wir schon sehen. Okay, zweite Insel, so weit gesehen eigentlich auch nichts Besonderes. Ist noch interessant, weil es direkt unter uns. Was beschützt denn der? Oder will der vor uns verheimlichen? Oder keine Ahnung. Da unten ist sowas, da links unten. Hä? Wie komme ich denn da hin?
Das sieht ja sehr selten aus, aber wenn ich das irgendwie runtersprenge, dann ist doch alles im Arsch. Alter, gar nicht dieser alte Fuchs. Deswegen ist er hier auch mal, um die seltenen Jets hier zu bunkern. Diese alte Arschgeige. Sind wir hier bereits auf der dritten Insel? Jo. Davis, Wingela, Chingela. Ne, warte mal, ist noch ein Vorposten. Hier haben wir Tingela, genau, wir kommen jetzt zu Chingela. Ist das aber soweit auch klar? So direkt ein Turm da oben noch. Sehr, sehr schön. Gefällt ein. Da ist noch einer, leck mich am Arsch. Okay, Freunde, nächster Part, wenn wir hier die Insel noch ein bisschen erforschen, von Ganons Flüchen befreien, soweit es natürlich möglich ist, ganz klar. Und sagen wir mal, vielen Dank fürs Zusehen, hoffentlich bis zum nächsten Mal hier zurück bei Breath of the Wild. Ciao zusammen.